Guck, was ich da mitgebracht habe. Da schafft sich ja gleich leichter. Ja, wenn man fertig ist mit Schaffen, dann darf man auch was haben. Oh, Da guck lang mal nach. So, das hat ja an diesem Platz schon lange Tradition. Wer schafft, muss auch vespern. Erzähl doch mal von deinem Opa Heinrich. Ja. Also wenn man da Hanna so das Stickle anguckt, das Obststickle, das heißt, das ist im Lächle. Und da hat mein Opa schon vor langer Zeit Obstbäume gemacht und angebaut. Und er hat irgendwann in den 40er Jahren hat er die ganz alte Bäume, was man da noch sieht, da ist so einer, das ist so ein alter Äpfelbaum, da sieht man, der ist schon lang über seinem Zenit. Der hat frische Äpfelbäume angepflanzt und um das zu machen, hat er Hilfe gebraucht. Jetzt sind da zufällig ein paar russische Kriegsgefangene vorbeigekommen, die Kabel ausgraben haben müssen. Und die Bewachung, die da dabei war, die hat gesagt, ja, wir können dir da helfen, die Obstbäume setzen. Jetzt haben die da Geometer dabei gehabt und was weiß ich. Und die haben dann hier die Obstbäume gesetzt, sauber in einer Reihe. Also der Geometer hat peilt, damit sie alle schön in einer Linie stehen. Genau. Nachdem sie das gemacht haben, hat mein Opa gesagt, wie vorher, wer schafft, der muss auch vespern. Und hat den Leuten ein Kistchen Äpfel gegeben und ein Brot. Ein Laibbrot. Ja, ein Laibbrot, das sie zum Vespern haben. Genau. Das war ja noch das Problem, weil dann hat er auf dem Rathaus vorreiten müssen, weil er den Feind unterstützt hat. Weil er da die Kriegsgefangenen denen etwas zum Essen gegeben hat. Also die Zeiten waren nicht leicht damals. Zum Glück hat sich das dann regeln lassen. Denn als er gesagt hat, wer bei mir schafft, der kriegt bei mir auch zum Essen, da hat er eine ganz eiserne Bauernregel vorgebracht und das Argument hat dann durchgezogen. Ja. Gut, wir hoffen, dass alle heute wieder genug zum Essen haben. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.